Hey, ihr seht, ich werde heute Gäste haben bei mir vorne. Aber bevor die Gäste kommen, habe ich zwei Dinge und einen kurzen Einstieg. Zuerst, wie Christian super gesagt hat, haben wir am Freitag unser Mitarbeiter- und Mitarbeiterinnen-Wertschätzungsfest gefeiert. Das ist für mich immer eine riesige Freude. Wir beginnen im Herbst das vorzubereiten im Staff, einfach um Danke zu sagen. Nun hat es immer auch Menschen, die nicht kommen konnten und ich möchte die Gelegenheit nicht verpassen, auch dir, wenn du nicht an diesem Mitarbeiter-Wertschätzungsfest dabei sein konntest, einfach Danke zu sagen, dass du dich verschenkst. Es ist ja nicht nur, dass wir arbeiten, sondern wir verschenken uns Gott und Menschen, weil er durch uns seine Absichten sichtbar macht. Und meistens, das werden wir auch heute sehen beim Interview, meistens geschieht das im Verborgenen, wo Menschen sich treu anderen Menschen verschenken und sich so brauchen lassen. Deswegen vielen herzlichen Dank für dein Verschenken. Und dann wird am Mittwoch, dem 18. Februar, die Fastenzeit beginnen. Wir werden sie dieses Jahr auch wieder durchführen, nicht ganz so pompös wie auch schon, aber ich freue mich jedes Jahr auf die Fastenzeit, seit ich vor 2 Jahren meine Art zu fasten entdeckt habe. Und zwar werde ich auch dieses Jahr wieder einfach das Mittagessen auslassen, weil ich den Hunger jeden Tag spüren will. Also um mich an den Hunger für Jesus zu erinnern und diesen Hunger für ihn dort auch zu spüren. Und überleg dir doch auch schon, ob du auch mitfasten willst und wie du in dieser Zeit fasten möchtest. Soweit zur Fastenzeit. Und jetzt sind wir in dieser Serie Heicho, Heimkommen. Und für mich ist es so speziell zu sehen, dass die große Geschichte von Gott mit uns Menschen, mit diesem ganz persönlichen Bedürfnis von uns, wie wir das im Alltag erleben, übereinstimmt. Wir Menschen sind mit diesem Bedürfnis geschaffen nach einem Zuhause. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich an ein Zuhause denke, jetzt Heicho, dann fallen mir 3 Dinge ein. Zuerst mal mein Bett. Das ist so mein Lieblingsort. Ja, nicht die Fensterläden öffnen, aber der Ort, wo ich einfach wohl bin, zu Hause bin, mich wohlfühle. Dann aber kommen ganz schnell auch Menschen ins Spiel. Natürlich Caro und Sophie, da fühle ich mich zu Hause. Bei meinen Eltern, meinen Geschwistern, Menschen, wo ich einfach sein kann, wie ich bin. Aber vor dem Gottesdienst habe ich Johannes gesehen hinten und ich habe ihm gesagt, hey, wenn ich dich sehe, das ist bei mir jedes Mal auch so ein Gefühl von, ich bin zu Hause, im Gesicht von Menschen. Einfach, wenn wir miteinander unterwegs sind, zu wissen, hier kann ich sein, ich muss meine Schwächen nicht verstecken. Und diese Menschen, dieses Umfeld erlaubt mir auch nicht nur meine Schwäche zu zeigen, sondern das gibt dann immer Rückenwind, Mut, vorwärts zu gehen. Und das Dritte, was mir eingefallen ist für mich Regular. Entschuldigung, jetzt habe ich gerade die gesehen. Wenn ich die sehe, bin ich auch jedes Mal daheim. Frag mich nicht, wieso. Aber kennt ihr das? Wenn ihr Menschen seht und merkt, ich bin zu Hause. Christoph Wilf genauso. Die wisst so viel von mir, wir haben so viel von unserem Leben geteilt. Da bin ich daheim. Und das Dritte aber ist der Hasliberg. Dort wir sind als Kinder immer wieder umgezogen. Ich habe nie 5 Jahre am gleichen Ort gelebt. Aber der Hasliberg dort im Berner Oberland wurde für mich so zu einem Zuhause. Wahrscheinlich, weil ich da bei den Großeltern oft war. Und noch heute, wenn ich auf den Hasliberg komme, das ist einfach Heimat. Dann könnte ich jauchzen, das ist, als wäre ich verwurzelt und gleichzeitig hätte ich Flügel und könnte fliegen. So paradoxe Gefühle, die da aufkommen. Zu Hause. Und weißt du, wenn wir Menschen einladen, wir sagen ja oft, hast du das auch schon gehört, hey, fühl dich bei uns wie zu Hause. Weißt du, wann man sich zu Hause fühlen kann? Wenn man abwaschen mithelfen muss. Also wenn du nächstes Mal zu jemandem sagst, fühl dich wie zu Hause, dann musst du ihn auch den Abwasch machen lassen. Kennt ihr das? Fühl dich wie zu Hause, ja, warte, ich will auf Fuß tragen. Nein, ja nicht. Dann kann man sich nicht wie zu Hause fühlen. Zu Hause.
und zu sehen, dass diese Geschichte von Gott mit uns Menschen, nicht nur, dass es auf dieser ganz persönlichen Ebene von unserem menschlichen Bedürfnis so ist, sondern dass seine große Geschichte mit uns konsistent ist, übereinstimmt, das hat mich richtig berührt, als ich mich auf diese Serie vorbereitet habe. Und heute werden wir auf dieser ganz praktischen Ebene sein. Hey, wie können wir zu so einem Zuhause werden? Weil das Coole ist ja, dass Gott nicht nur uns ankommen lassen will bei sich, sondern sagt, ich glaube so sehr an dich, dass ich mein Zuhause durch dich sichtbar machen will. Komm, wir machen das zusammen. Du darfst abwaschen, du darfst das Zuhause gestalten, du darfst jemanden willkommen heißen. Und ich werde heute im 17 Uhr Gottesdienst 2 Personen interviewen, und zwar Lilian Gurtner und Conny Guida. Ich werde sie gleich zu mir nach vorne einladen, aber bevor ich das mache, möchte ich mit einer kurzen biblischen Geschichte einsteigen, die uns dieses Heimkommen auf sehr deutliche und spezielle Art und Weise nahe bringt. Ihr kennt die Geschichte höchstwahrscheinlich, die Geschichte des verlorenen Sohnes. Und wir werden heute einfach dieses Ankommen kurz miteinander anschauen. Es ist diese Geschichte, wo ein Sohn abhaut, dazu sage ich gleich noch etwas mehr, und dann der Vater, der also zurückkommt, mit weit offenen Armen auf ihn wartet. Nun, falls du die Geschichte nicht kennst, eine Kurzzusammenfassung. Jesus war auf dem Weg vom Norden Israels nach Jerusalem zu einem der Feste. Und als er so durch Samaria gezogen ist, haben sich die Gelehrten geärgert, dass er dauernd von Sündern, von Samaritanern, von Zöllnern umgeben war und Menschen nahe an sich rangelassen hat, mit denen Juden eigentlich nichts zu tun haben durften. Sie waren so verärgert, dass sie ihm das auch zum Ausdruck gebracht hatten. Und Jesus hat ihnen geantwortet, indem er ihnen dieses Gleichnis erzählt hat. Dieses Gleichnis des verlorenen Sohnes. Der wollte von seinem Vater das Erbe kassieren und in der damaligen Zeit war das einfach unüblich. Nicht nur unüblich, das war eine Frechheit, weil damit hat er eigentlich ausgedrückt, dass sein Vater für ihn so gut wie tot ist. Dennoch hat der Vater ihm das Geld gegeben und er nahm es und ging in ein anderes Land, um das Geld zu verprassen. Auch das wieder für Juden herausfordernd. Er ging freiwillig ins Exil. Es war ein Bild für die Geschichte des Volkes Israel. Wir sind ja zurückgekommen aus Ägypten und nun gehst du wieder an diesen Ort. Und als das Geld aufgebraucht war, da litt er an bitterer Armut. Als er so in größter Not war, da geschieht das Tragischste, das einem jüdischen Mann geschehen kann. Er wird freiwillig zum Sklaven. Wiederum die Erinnerung, das Bild von Ägypten. Nicht nur, dass er weggeht in ein anderes Land, nein, nun wird er auch noch freiwillig zum Sklaven. Und nicht nur zu irgendeinem Sklaven, er wird zu einem Schweinehirten. Schweine galten in der jüdischen Kultur als unrein. Und es hieß im Talmud, es steht im Talmud, verflucht sei der Mann, der Schweine züchtet. Für die Zuhörer war klar, er hat es nicht nur verscherzt, indem er abgehauen ist mit dem Geld, ins Exil gegangen ist, Sklave geworden ist. Nun gibt er sich mit Schweinen ab. Damit ist auch die letzte Tür zu, sodass die Familie nun keinen Kontakt mit ihm pflegen kann. Das ist uns manchmal nicht so bewusst, wenn wir diese Texte lesen. Als dieser junge Mann in größter Not ist, erinnert er sich daran, wie gut es die Diener im Hause des Vaters haben. Und er hat sich gesagt, hey, ich gehe doch wieder zurück. Ich kann zwar nicht mal als Sohn zurückgehen, die Tür ist zu, aber ich frage, ob ich nicht zumindest als Tagelöhner zurückkommen kann. Und ab da lese ich Lukas 15, Verse 20 bis 24. So kehrt er zu seinem Vater nach Hause zurück. Er war noch weit entfernt, als sein Vater ihn kommen sah. Voller Liebe und Mitleid lief er seinem Sohn entgegen, schloss ihn in die Arme und küsste ihn. Sein Sohn sagte zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich und bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber sein Vater sagte zu den Dienern, hey, schnell, schnell, bringt die besten Kleider im Haus, zieht sie ihm an, holt einen Ring für seinen Finger und Sandalen für seine Füße. Und schlachtet das Kalb, das wir im Stall gemästet haben, denn mein Sohn hier war tot und ist ins Leben zurückgekehrt.
Er war verloren, aber nun ist er wiedergefunden. Und ein Freudenfest begann. Stell dir vor, wie das für die Zuhörer war, die sich geärgert haben, dass Jesus so unreine Sünder so nah an sich herangelassen hat. Die waren außer sich. Und nun sagt Jesus nicht nur, dass er sie an sich heranlässt, nee, er beschreibt den Vater, ein Bild, das natürlich auf Gott, den Vater hinzielt, und sagt, dass er mit offenen Armen auf sie zurennt in diesem Gleichnis. Er macht das Gegenteil dessen, was die Menschen erwarten würden. Er rennt seinem Sohn entgegen in diesem Gleichnis, schließt ihn in die Arme, küsst ihn ab. Und da kommt uns so viel Wert und Würde entgegen. Die offenen Arme öffnen die Tür, dass der Sohn zu Hause ankommen kann, dass er heimkommen kann. Aber der Sohn, der will den Vater um Vergebung bitten, da ist viel Angst, da ist viel Scham, die ihn umtreibt. Und er will ihn fragen, ob er nicht als Diener kommen könnte. Ich will einfach dein Angestellter sein. Aber der Vater lässt ihn nicht mal aussprechen. Stattdessen weist er seine Diener an, dem Sohn 3 Dinge zu bringen. Diese 3 Elemente, die Kleider, das war ein Festkleid, das normalerweise für Ehrengäste bereitgehalten wurde. Und stell dir vor, mit welcher Angst der Sohn zum Vater zurückkam, weil er sich bewusst war, was er gemacht hatte. Und er stank als Schweinehirt, der hat ja nicht neue Kleider in dieser Geschichte. Und der Vater kommt und gibt ihm das Ehrenkleid. Es ist diese Liebe des Vaters, die die Angst des Sohnes zudeckt. Er ist nicht mehr der Unreine, nun ist er der Ehrengast. Und als zweites schenkt ihm einen Ring, einen Siegelring, mit dem er Verträge unterzeichnen darf. Und er zeigt ihm damit, dass er ihn wieder vollständig als seinen Sohn annimmt und ihm wieder vertraut. Und es ist diese Annahme des Vaters, die die Scham des Sohnes zudeckt. Und auch das ist außergewöhnlich. Versuch dir das mal vorzustellen. Deine Schwester oder dein Bruder kommt zu dir, hat sein ganzes Geld im Casino verprasst. Er kommt zu dir nach Hause, reumütig, und du sagst ihm, hey, ich gebe dir meine Kreditkarte. Oh, die ist jetzt da unten, die kann ich euch nicht geben. Das würden wir nie machen. Hey, Moment, du musst zuerst beweisen, dass du dich geändert hast. Aber in dieser Geschichte, die Jesus erzählt, dieses Gleichnis, gibt der Vater ihm gleich den Siegelring. Du bist wieder mein Sohn. Und drittens die Sandalen. Auch die waren im jüdischen Kontext ein Statusmerkmal. Es war ein Luxus. Nicht jeder hatte wie wir heute 5 Paar Schuhe zu Hause. Das war den Freien vorbehalten. Sklaven hatten oft keine Schuhe. Und für die damaligen Zuhörer war klar, damit erklärt der Vater, dass sein Sohn ein freier Mann ist, dass er kommen und gehen kann, wie er will, freigelassen von der Schuld, die auf ihm lastet. Er wurde frei. Und damit hat Jesus den Zuhörern in diesem Gleichnis gezeigt, wie der Vater dem Sohn mit Liebe, Annahme und Vergebung begegnet. Die Liebe des Vaters, die die Angst überwindet, die Annahme, die die Scham des Sohnes zudeckt, und durch die Vergebung, wie er ihn löst von dieser Schuld. Und als der Sohn die Liebe, Annahme und Vergebung des Vaters erlebt in dem Gleichnis, kommt er wieder zu Hause an. Ihr Lieben, diese 3 Begriffe, Liebe, nicht die Begriffe, sondern das Gelebte, Liebe, Annahme und Vergebung, ist so unglaublich wichtig für ein Zuhause, damit ein Ort zu einem Zuhause wird. Und dass Menschen wie der Sohn in der Geschichte hier den Ort der Sicherheit, der Zugehörigkeit und der Bedeutung wiederfinden. Und das war die Antwort von Jesus auf den Ärger der Gelehrten, mit wem er sich abgibt. Ist das nicht außerordentlich? Er lässt nicht nur die Nähe der Sünder zu, sondern er schaut darauf.
Er setzt alles dafür ein, dass sie heimkommen, dass sie zu Hause ankommen können. Und deswegen wollen wir uns jetzt durch diese Interviews vor Augen führen, hey, wie entsteht so ein Zuhause? Ich habe 2 Personen jetzt im 17 Uhr Gottesdienst eingeladen, die dies auf unterschiedliche Arten selbst erlebt haben oder leben, eben zu einem Zuhause werden. Und deswegen, Lilian und Conny, lade ich euch jetzt ein, zu mir nach vorne zu kommen. Ich setze mich mal da in die Mitte. Lilian, wir beginnen gleich bei dir. Ja, gern. Wir kennen uns ein bisschen besser, weil wir einige Jahre zusammen einen Hauskreis geleitet haben. Genau. Das war eine richtige Freude, dich dort kennenzulernen und zu merken, du bist einfach eine Frau, die sich verschenkt. Du hast offene Augen für Menschen, du gehst Menschen nach. Du bist einfach eine richtige Perle. Du hast es immer wieder gewusst, ein Zuhause zu schaffen, bei dem Menschen ankommen können. Du warst einfach wie eine große Mama in diesem Hauskreis. Jetzt, das hast du ja selbst nicht immer so erlebt. Nein. Du bist bei Jesus wie neu zu Hause angekommen, als du ihn gefunden hast. Erzähl uns doch etwas von deiner Geschichte. Ja, circa von 9 Jahren war mein Leben wirklich an einem Nullpunkt. Ich war physisch, psychisch und finanziell völlig am Ende. Ich habe meine Kinder 16 und 17 alleine großgezogen, unter sehr schwierigen Umständen. Und ich hatte keine Hoffnung mehr. Ich war am Ende meiner Kräfte und ich wollte auch nicht mehr weitermachen. Und in diesem Moment ist Jesus wirklich hineingebrochen und ich spürte sofort, er ist da. Und er brachte auch Lösungen. Aber zuerst war dieser Friede da, dieses ich bin zu Hause, ich muss nicht mehr kämpfen, ich muss nicht mehr über Leben kämpfen. Wie bist du Jesus begegnet? Ich habe in dieser Nacht, wo ich eigentlich bereit war aufzugeben. Was heißt aufgeben? Also wie soll ich das erklären? Also ich hatte 2 Kinder, die waren 16 und 17 und ich wollte nicht mehr weitermachen. Ich wollte eigentlich meinem Leben schon ein Ende setzen. Ja. Und ich wusste auch nicht mehr weiter, aber ich war verzweifelt. Und in dieser Nacht habe ich die ganze Nacht das Vaterunser als Lied gehört. Und am nächsten Tag sind Wunder geschehen. Das hat mit Anwälten und sehr viel Geld zu tun gehabt. Und ich bin dann so durch meine Wohnung getigert und habe gefunden, was jetzt anders in meinem Leben war, alles ein Kampf. Und ich habe so in den Himmel geschaut und habe gedacht, ja, okay, das muss Jesus gewesen sein, aber doch nicht. Und habe dann gesagt, okay, wenn du das bist, dann geht das jetzt weiter. Und er hat mit mir gesprochen. Und er hat mit mir gesprochen, dass ich gewisse Dinge loswerde in meinem Leben. Und so ging er Schritt um Schritt. Aber das war physisch, psychisch, war mir bewusst, Jesus war da. Ich habe ihn gespürt und ich hatte einen Frieden, den ich noch niemals in meinem Leben hatte. Wenn ich mich richtig erinnere, waren es deine Töchter, die dir die Tür zu Jesus aufgestoßen haben? Richtig, also meine ältere Tochter kam mit 14 zum Glauben an der Pfingstkonferenz von der Vineyard. Und da waren dann viele Jugendliche bei mir, die mir immer wieder von Jesus erzählten. Und dann habe ich gesagt, das sei schon gut, aber von mir wolle er nichts mehr wissen. Und ein Jahr später hat meine ältere Tochter die jüngere Tochter mitgenommen. Die kam am Abend nach Hause und sagte, Mama, Jesus. Und ich so, ja, okay, dann hast du sie jetzt auch noch. Und das ist gut, das war für mich gut, aber mich nimmt er garantiert nicht. Und dann bin ich mal so gedacht, ja, Töchter 14, 15, ich muss schon mal in diese Vineyard schauen kommen, was das für welche sind. Bin dann hinten immer ganz in der hintersten Reihe gesessen, aber ich war noch nicht gläubig zu diesem Zeitpunkt. Aber es sind leider Gottes immer Tränen geflossen, heute Gott sei Dank. Und das hat mich geärgert, weil ich war wirklich, ich sage immer, eine Kämpferin, also gegen außen sehr harter Mensch,
einfach durch meine Lebensgeschichte. Und dass ich dann da hinten weinte, das machte mich ein bisschen verzweifelt. Und so ging es nach dies nach. Und ein Jahr später kam dann diese Situation mit diesem Gebet in der Nacht vom Vaterunser. Und da bist du zu Hause angekommen. Da war ich zu Hause, da war Frieden, da wusste ich, es macht Sinn, weiterzumachen. Und Jesus kam wirklich sofort mit Lösungen, die wirklich Wunder waren. Wir reden hier von 6-stelliger Zahl, die Jesus aufgelöst hat. Ja, wow. Conny, du bist ganz anders aufgewachsen, aber dieses Zuhause hat dich auch begleitet in deiner Kindheit. Erzähl uns doch etwas, wie du aufgewachsen bist. Ja, ich bin mit 3 Geschwistern in einer Familie aufgewachsen und unser Haus war sehr offen. Also mein Vater hat in einem Missionswerk gearbeitet und wir hatten immer viel Besuch von Missionaren aus Italien, spannenderweise. Da habe ich schon italienische Anbetungslieder gesungen, weil das waren die Lieblingslieder von meinem Vater. Und mein Vater hat immer so noch am Mittag plötzlich noch Besuch gebracht. Meine Mutter hatte dann immer ein bisschen Stress, ob sie genug Essen hat. Aber unser Haus war wirklich so, wir hatten viel Besuch von Jugendlichen, die dann in diese Italien-Einsätze, die wir jährlich gemacht haben, über 30 Jahre, die dann auch zu meinen Eltern gekommen sind und mein Vater auch viel mit diesen Menschen unterwegs war. Wir hatten ein offenes Haus. Wir hatten auch eine Zeit lang eine Frau, sie war die Gotte von meiner Schwester und sie hatte psychisch auch Herausforderungen und sie war eigentlich mehrmals pro Woche, 3-4 Mal pro Woche bei uns gegessen, am Abend da, ist mit uns in die Ferien gekommen. Ja, einfach, wir hatten ein sehr offenes Haus. Und erzähl etwas, wie war das? Weißt du, was hat das mit euch gemacht? Was hat das mit ihnen gemacht, mit den Gästen? Also ich glaube, dass ich von klein her gelernt habe mit Menschen also Menschen sind für mich, ich liebe Menschen. Ich liebe es, Menschen zu sehen, mit ihnen zu sprechen, ihr Herz kennenzulernen. Das ist für mich so natürlich. Und ich habe immer gedacht, das ist das Natürlichste der Welt, dass man einfach mit Menschen gerne spricht und zusammen ist. Und ich habe dann zum Beispiel mit Roberto gemerkt, aha, das ist etwas Besonderes, das ich in meiner Familie gelernt habe und natürlich auch durch meine Persönlichkeit. Obwohl ich eigentlich auch einen hohen Teil introvertiert habe, aber ich bin einfach sehr schnell mit Menschen in der Beziehung und das, glaube ich, habe ich wirklich schon als Kind zu Hause gelernt, dass man so wie nicht eine Berührungsängste hat mit Menschen. Weißt du, wie ich meine? Ja, natürlich. Genau. Wie lebst du das heute oder wie lebt ihr das als Familie heute? Also ich würde sagen, wir ergänzen uns sehr gut. Roberto hilft mir, Grenzen zu spüren und ich helfe ihm zu öffnen. Genau. Aber ich würde sagen, wir haben immer noch auch sehr ein offenes Haus. Wir haben gerne Freunde oder Familie zu Hause oder Menschen. Ich habe oft an den Tagen, wo ich nicht arbeite, Mittwoch, Donnerstag, manchmal 7 Kinder in der Wohnung. Da habe ich auch ein riesen Chaos zu Hause. Das lebt. Ja, ich habe das gerne, wenn einfach Menschen da sind. Ich fühle mich dann wohl. Und so glaube ich auch, dass wir wirklich ein offenes Zuhause sind für andere Menschen. Und ich würde auch sagen, Conny, dass du dich für Menschen interessierst, der eben sehr schnell auch auf der Beziehungsebene bist. Ja, das zum Beispiel war heute gerade so ein Moment, ich habe eine Nachbarin gesehen und ich wusste, es ist gerade etwas schwierig in ihrer Situation, in ihrer Familie. Ich musste sie ansprechen. Ich kann wie nicht an ihr vorbeilaufen, wenn ich weiß, es ist schwierig. Ich muss fragen. Ich kann nicht. Es ist für mich wie das Natürlichste, das passiert. Der Mensch und wie das dem Herzen und dem Menschen geht, was das Gegenüber empfindet, ist mir so wichtig. Ich kann nicht daran vorbeigehen. Ja, das ist, ja, genau. Lilian, wenn ich dich anschaue, ist meine Beobachtung, dass Menschen bei dir auch ankommen. Du hast immer eine Schublade Menschen um dich. Eben, du bist wie eine Mama. Also ich habe am Anfang auch diese Stärke habe ich auch erlebt,
aber vielmehr dein Interesse am Menschen, deine Weichheit. Also ich denke, die Menschen spüren einfach, dass sie bei mir sein dürfen, wer sie sind, ohne Maske, ohne Schein und Sein. Und sie spüren gleichzeitig auch, dass ich gar keine Erwartungen habe, dass sie mir nichts geben müssen, dass es mir keinen Wert gibt. Und sie spüren, dass sie einfach da sein dürfen mit dem, was sie gerade sind, mit allem und alles ist in Ordnung. Vielmal höre ich, dass sie sagen, dir kann ich alles sagen, weil ich spüre, es spielt keine Rolle, es gibt keine Bewertungen und es wird nicht eingestuft. Du bist auf gleicher Augenhöhe. Und ich glaube, das ist einfach wie mir geschenkt geworden durch diese Liebe, die ich erfahren habe, dass ich diese Liebe einfach auch habe für die Menschen. Und es bewegt mich zutiefst, ihr Gold, dass sie oft selber nicht sehen, ihnen wie den Raum zu geben, dass sie sich selber entdecken können, hinter den Problemen, die sie haben. Weil das hatte ich ja selber auch nicht, bis Jesus mir begegnet ist und mir meine Schönheit in ihm gezeigt haben. Das war spannend. Heute Morgen habe ich Lydia Trummer befragt und Beatrice Riechner im Vorfeld. Und da haben wir auch gemerkt, haben Leute, jetzt bei Trummers haben Menschen gewohnt. Bei einigen ist richtig viel geschehen. Also da war eine 14-jährige Frau, die zu ihnen gekommen ist und gesagt hat, ich will bei euch wohnen. Die Mutter war Alkoholikerin. Das ging natürlich nicht einfach so. Das hat eine Weile gedauert. Aber dann zu merken, bei einigen Personen, die bei ihnen waren, das ist richtig cool zu sehen, was geschehen ist. Bei anderen nicht. Da ist der Kontakt abgebrochen und aber sie waren da, sie waren Familie. Egal wie es ausgeht, ohne diese Erwartungen. Genau, es hat keine Erwartungen. Sie können kommen, es entsteht etwas und wenn Sie weitergehen, gehen Sie weiter. Ich habe dann nicht die Erwartung, jetzt müssen Sie mir dankbar sein oder irgendwie, sondern Sie dürfen einfach Ihres Weges wieder weitergehen, so wie es Gott Ihnen führt und wie er Sie leitet. Und vor allem ist das zur Ruhe kommen, lässt Sie sich in die Ordnung bringen von Gott. Also sie müssen einen Ort haben, wo sie aufatmen können. Und meistens genießen die Menschen, wenn sie einfach mal nur atmen können. Jetzt Lilian, ich würde bei dir auch sagen, du bist an den Menschen interessiert und gehst ihnen nach. Du fragst nach. Ja, ich frage ihrem Herzen nach, gerade ihren inneren Bewegungen nach und vor allem, ob sie auch sich selber sehen können, ihr eigenes Gold und ihre Schönheit, weil vielmals ist das unter vielen Gedankenkonstrukten verborgen und manchmal muss man einfach da sein, damit sie sich selber entdecken können. Die Schönheit, die Gott in sie hineingelegt hat. Und die Welt stiehlt das und das müssen wir manchmal unseren Mitmenschen wie zurückgeben. Nun, ein Ort, wo du das für dich auch immer wieder findest, da hast du vor einigen Jahren einen neuen Zugang zu Gott gefunden, also eine alte Quelle entdeckt, würde man sagen, in der Stille und im Schweigen. Erzähl uns doch kurz etwas dazu. Also vor einigen Jahren, ja, etwa 2 Jahren, nachdem ich Jesus begegnet bin, ging ich so in eine Schweigewoche, ohne zu wissen, was wirklich auf mich zukommt. Ich wollte einfach eine Woche Ruhe, sage ich jetzt mal. Und in dieser Stille und diesem Schweigen, wo ich alle Außenimpulse abgestellt habe, ist mir Jesus einfach nochmal ganz neu und tief begegnet. Man kann es so wie beschreiben, man wird still und lässt Gott in sich geschehen. Also man macht keine Bestellung. Man kann mit ihm über alles sprechen, aber man lässt Gott geschehen. Und es ist wie soll ich das beschreiben? Es ist wie, ich gehe ganz nah an die Nebelwand heran und Jesus lässt mich hineinzusehen und lässt irgendwo in mir drin ein Licht aufblitzen, wo er mir Erkenntnis, Offenbarung, Heilung zuspricht in dieser Stille. So kann es sein, dass ich zum Beispiel bei Schweigen wandern gehe und stolpern und dann über dieses Wort stolpern eröffnet er mir dann in dieser Stille neue Zugänge, wo er mir dann plötzlich Erkenntnisse schenkt für mich selber, aber manchmal auch für ganz andere Menschen. Jetzt, das machst du anderen auch zugänglich? Ja, Jesus hat mich
ganz auf eine übernatürliche Art hat mich Jesus auch wieder weitergeführt zur geistlichen Begleiterin. Das ist jemand, der dann so Schweigewoche begleitet, die Menschen unterstützt, besser ist vielleicht falsch, sondern einfach unterstützt diese Stille, das Sprechen von Gott besser wahrzunehmen im Alltag. Und wann beginnt das? Das haben wir nicht abgesprochen. Das mache Was beginnt was? Ich habe gesehen, du machst so eine Form von... Also ich mit einer Kollegin von Deutschland machen einen geistlich Begleiterausbildungskurs und der fängt Ende Mai dann an. Das sind 4 Wocheneinheiten im Mai, September, November und Januar 2027. Und das ist einfach ein Wochenende, das wird in der Vineyard Zürich angeboten werden. Das wird ein Wochenende sein und die Teilnehmer von Zürich werden den Berner, wenn sie kommen, auch die Übernachtungen ermöglichen, sodass der Kurs nur zu bezahlen wäre und dann die Übernachtungen dann von unseren Mitgläubigen einfach nicht bezahlt werden müssen. Also wer Interesse daran hat, darf sich bei Lilian melden. Conny, Lilian hat erzählt auch, was das Zuhause bei ihr ausgelöst hat. Was löst es bei dir aus? Weißt du, dieses Zuhause, dieses Heicho, was macht es mit dir? Also sicher so, nach Hause kommen ist für mich ein Ort der Sicherheit, wo man einfach geliebt und angenommen ist, so wie man ist. Das habe ich sicher auch sehr stark erlebt, wo ich Robby erlebt habe, wo ich gemerkt habe, da komme ich nach Hause, da ist einfach ein Ort, wo ich Conny sein kann und das ist genug. Ein Aspekt, der mir da auch noch wichtig ist, ist für mich, oder das haben wir auch in unserer Familie so gelebt und das leben auch Robby und ich so, die Ehrlichkeit. Nach Hause kommen, das sind die Menschen, die einem wirklich sagen und ehrlich sind. Und wir brauchen das ja alle, auch so Feedback. Und weil die mich so fest lieben, sagen die mir manchmal auch, was ein bisschen noch, ja, vielleicht noch ein bisschen störend ist. Also wisst ihr was, das angenommen sein und einfach geliebt sein, aber so fest lieben, dass man auch sagt, hey Conny, das war jetzt nicht so cool, was du gesagt hast, das hat mich verletzt oder so. Diese Ehrlichkeit, ich merke, das ist für mich zu Hause, wenn man echt sein kann und verletzlich miteinander sein kann und nicht etwas spielt. Wie können wir einen solchen Ort der Sicherheit und der Ehrlichkeit, der Annahme schaffen? Weißt du, was braucht es? Wie machen wir das? Ja, ich glaube, dass also für mich ist es jetzt auch so, dass ich oft merke, hey, ich darf Leute einfach einladen in mein Leben, so wie es ist, in mein oft auch Chaos mit Familie und Kindern. Wenn jemand zu Besuch kommt, ja, die Zimmer sind halt nicht immer super schön aufgeräumt, weil es geht einfach nicht. Und dass wir nicht anfangen, ein Zuhause zu sein, wenn wir das Gefühl haben, jetzt ist es perfekt genug, jetzt bin ich genug, dass ich das kann, weil dann werden wir das einfach nie leben, weil wir nicht perfekt sind, weil wir Menschen sind. Und ich spüre für mich oft so, hey, ja, und das bin ich noch mega am Lernen, das könnte Robby bestätigen. Ich habe gerne, wenn es schön aufgeräumt ist und ja, aber einfach zu lernen, ja, loszulassen und Menschen in das einzuladen, wo ich gerade bin, was gerade ist und wie zu glauben, hey, das ist genug und es geht darum, gesehen zu sein und einander zu sehen und sich näher zu kommen. Ja. Das war auch berührend. Ich habe diese Woche eben mit Beatrice Riechner telefoniert, eine Familie, sie und ihr Mann Samuel, die für mich auch so ein Vorbild sind, im Zuhause schaffen. Und sie hat mir erzählt, wie sie einfach die Türen aufgemacht haben. Je nach Lebenssituation waren es die Jugendlichen, die kamen oder dann die Singlefrauen, als sie zuerst verheiratet waren, später die Freunde, ihre Kinder, aber da waren immer viele Leute da. Und Beatrice sagte, du, wir haben einfach die Türen aufgemacht. Und ich hatte nicht den Anspruch, was Spezielles kochen zu müssen. Wer gekommen ist, da hat es einfach gegeben, was es gegeben.
Und dann musste man mal auch vermehren. Es war lustig, die Tochter hat ihr nämlich gesagt, sie musste nicht mal fragen, wenn sie am Mittag Schulkollegen mitgebracht hat. Die waren dann einfach plötzlich da. Und die Mama hat schon gewusst, wie man dann das Essen vermehren kann. Next level. Next level, ja. Aber ein Feedback, das sie erhalten hat, war cool. Jemand hat ihr nämlich gesagt, hey, weil du nichts Besonderes machst, merke ich, dass ich dazugehören darf. Ich bin nicht wer Besonderes, um den man sich speziell kümmern muss. Ich darf einfach dazugehören. Und sie sagte dann, hey, wenn wir das tun wollen, das sieht ja für jeden von uns anders aus. Beginn einfach mit dem, was vor deinen Füßen ist. Beginne klein und überfordere dich nicht. Amen. Conny, dir war noch wichtig, Entschuldigung, du hast gesagt, hey, dass wir einander sehen. Auch im Gottesdienst, ja, einfach, also ich versuche das auch und bin auch noch am Lernen, aber ich glaube auch, dass wir einander wirklich sehen und suchen, dass wir nach dem Gottesdienst nicht einfach gerade nach Hause gehen oder wenn wir sehen, oh, ich glaube, dieser Person geht es nicht gut, einfach kurz noch mal nachfragen, hey, wie geht es dir wirklich? Wir müssen nicht spielen voreinander, sondern wir dürfen Familie sein und einfach einander suchen, die Herzen suchen. Und ja, ich finde das etwas, das mir mega wichtig ist, das mir auch mega wünsche für uns als Gemeinschaft. Ja. Lilian, als Mami von unserem Hauskreis, die eben wirklich so dieses Mami-Sein lebt, was würdest du sagen? Wie können wir so ein Zuhause schaffen? Ich glaube, es braucht gar nicht so viel. Es braucht vor allem die Bereitschaft oder das Herz, die Menschen kommen zu lassen und sie sich selbst sein zu lassen. Und vor allem eben nicht perfekt zu sein, sondern auch zu sagen, ich habe Schwierigkeiten, ich habe Probleme und ich bin nicht perfekt. Und einfach einen Raum zu geben, wo man aufatmen kann, einfach wo man sein darf, wo man mit den dreckigen Schuhen zur Haustüre reinlaufen darf und sich einfach mal müde an den Tisch setzen darf und noch nichts muss und einfach mal eine warme Suppe bekommt, auf Berndeutsch gesagt. Und nichts muss sein. Und der Mensch, wenn man nach Hause kommt, ich stelle mir vor, ich komme vom Alltag nach Hause, ich komme zur Tür rein und endlich ist Ruhe. Niemand will etwas von mir, ich muss nichts bringen, ich muss nichts tun, sondern ich darf mich jetzt einfach hinsetzen und dieses Zuhause haben, dieses zur Ruhe kommen, zu still sein. Und ich kann Luft und Atem holen. Und in diesem Atem holen kann Gott dann den Menschen ordnen. Wenn ich dieses Atemholen den Menschen gebe, dann können sie sich durch Gott ordnen lassen, durch Jesus, seine Liebe. Das ist alles, was wir tun müssen. Ja, und ich beobachte, dass du einfach Menschen mitnimmst, wenn du was machst. Also dein Leben ist offen für andere. Ja, es ist offen und es ist nicht schön. Also das klingt jetzt ein bisschen schwierig. Es ist echt. Also ich probiere zu sagen, hey, ich habe mich gestern verlaufen, ich habe irgendeinen Mist gemacht sondern wirklich dieses Echtsein auch mit diesen Lebensschwierigkeiten, die ich als meine eigene Person habe. Conny und Lilian, vielen herzlichen Dank euch beiden. Hey, von dir zu hören, wie du bei Jesus angekommen bist, heimgekommen bist. Und ich meine, an einem kritischen Ort, als du dem Ganzen ein Ende machen wolltest. Das war sehr tiefgehend. Conny, wie du aufgewachsen bist und erlebt hast, hey, dass es dazugehört, Menschen reinzulassen ins Leben. Und das sieht ja für jeden von uns etwas anderes aus. Eben, wie wir auch gesagt haben, es beginnt einfach. Und dennoch, gerade in der heutigen Zeit, wo Einsamkeit eine der größten Nöte unserer Zeiten ist es einfach ein Privileg, dass Gott uns sagt, hey, ich will, dass ihr bei mir zu Hause ankommen könnt und ich will mein Zuhause durch euch sichtbar machen. Das kann, wie du gesagt hast, Conny, beginnen. Hey, lasst uns im Gottesdienst auf andere Menschen zugehen, auch auf Personen, die du nicht kennst, und mal nachfragen, hey, wie geht's dir? Menschen anrufen. Ich habe mir diese Woche
habe ich mit jemandem gesprochen, von dem ich herausgefunden habe, dass er beruflich während der Woche nicht bei seiner Familie wohnen kann, sondern eben an diesen Arbeitsort gehen muss. Und da habe ich mir vorgenommen, ihn rufe ich mal an, weil ich weiß, der leidet, wenn er nicht bei seiner Familie sein kann, zum Beispiel. Oder andere einladen im Hauskreis, in den Communities, dass wir uns da umeinander kümmern, nachfragen und vor allem nicht darauf warten, dass andere den ersten Schritt machen, sondern die Frage ist, hey, wo kann ich einen ersten Schritt dazu machen? Ja, und bevor wir kurz auch noch dafür beten, möchte ich da in diesem Zusammenhang auch noch an die Heicho Challenge erinnern. Wir haben gesagt, hey, wie wäre es, wenn bis Ende März jeder von uns 2 Personen oder 2 Familien einladen würde, jemand aus der Vineyard, den du noch nicht so gut kennst, und jemanden, der noch nicht in dem Maß mit Jesus unterwegs ist. Und ich hatte diese Woche ein tolles Erlebnis, und zwar war der Bogdan bei uns zu Hause, der wohnt bei uns im 3. Stock. Der war bei uns, hat uns erzählt, wie er aus der Ukraine geflohen ist. Und das war so berührend von ihm zu hören. Beispielsweise, obwohl er alle Dokumente hatte, dass er ausreisen durfte, musste er einen unfassbar hohen Betrag zahlen an der Grenze, um ausreisen zu können. Und er sagt, ja, weißt du, ist nicht schlimm, das Leben ist wichtiger. Und er war so positiv, hat gesagt, wie er die Schweiz schätzt, wie er uns Menschen schätzt. Und dann sagt er aber mit einem feinen Lächeln, aber weißt du, ihr Schweizer seid euch oft gar nicht bewusst, wie gut ihr es habt. Und hat gesagt, wofür er dankbar ist. So mit einer liebevollen Art hat er uns da ins Gewissen geredet und hat gesagt, und weißt du, wenn es schwierig ist, er musste zum Beispiel zum Zahnarzt und hat nicht gewusst, dass das nicht in den Krankenkassengelder eingeschlossen ist und war schockiert, dass diese Rechnung etwa 3.000 Franken kosten würde. Und da ging er nach Polen und hat sich dort die Zähne machen lassen und sagte, weißt du, dann bete ich und Gott bringt eine Lösung. Wie mit den Zähnen. Diese Dankbarkeit hat mich einfach berührt. Diese Fröhlichkeit, trotz allem, was er verloren hat, war echt bewegend. Diese Heicho Challenge ist einfach richtig cool. Amen. Und ich lade dich ein, wir wollen kurz füreinander beten. Und zwar dieser sichere Ort, dieses Zuhause, das macht uns stark und mutig. Und ich bitte dich doch einfach für die Person links und rechts neben dir zu beten, dass sie dieses Heicho so erlebt, dass sie richtig Rückenwind erhält, gestärkt wird, mutig wird und eben in dem seine Nähe erlebt. Wenn das für dich fremd ist, kannst du gut einfach sagen, hey, ich schaue lieber einfach zu und das ist auch okay. Ist das gut? Und danach beten wir vielleicht noch für etwas Zweites. Und Jesus, ich bitte dich, jedem Einzelnen hier zu zeigen, dass jeder Einzelne hier in diesem Raum ein Zuhause für andere sein kann. Dass jeder dieses Zuhause in sich trägt für andere und dass sie bei dir zu Hause sind und durch das für alle anderen auch ein Zuhause sein können. Und ich danke dir, Jesus, dass du mit uns bist und jedem Einzelnen zeigst, wie schön er ist und wie schön er für andere sein kann in deiner Liebe, Herr. Ja, danke, Vater, dass du uns einfach auch hilfst, einander zu sehen, dass du mir und uns hilfst, dass wir einfach Menschen in unser Leben einladen dürfen, so wie es ist, dass wir nicht denken, es muss zuerst perfekt sein, sondern dass wir einfach Menschen in das einladen dürfen, was wir leben, was ist und dass dort das Leben ist, dass dort Leben entsteht, dass dort Beziehung, Freiheit und Freude und Gemeinschaft entstehen darf und entsteht. Danke, Vater, dass du uns einfach Gnade schenkst, unsere Herzen, unsere Häuser, unsere Leben zu öffnen, dass Menschen ankommen und ein Zuhause finden dürfen. Und Jesus, gerade in dieser
Einsamkeit, der größten Not unserer westlichen Gesellschaft, da bitten wir dich einfach um innovative Ideen und Antworten, wie wir in dieser Zeit, in dieser Gesellschaft hier, deine Antwort sein können in dieser Not drin. Herr, das überfordert uns, also überfordert mich. Herr, und ich bitte dich, dass du uns da einfach zu uns sprichst und uns innovative Antworten gibst. Amen. Amen. Hey, und wenn du hier bist und du bist die ganze Sache mit Gott erst am Auschecken und du würdest sagen, hey, ich bin noch nicht ganz bei ihm angekommen, wie Lilian das gesagt hat, ich habe von ihm gehört, gut für dich. Und du spürst, hey, aber da ist irgendwie, ich möchte bei diesem Jesus zu Hause ankommen. Wir sagen dem, dass wir unser Leben auf Jesus ausrichten und ihn unser Leben bestimmen lassen. Wenn du diesen Entscheid fällen möchtest, dann komm unbedingt noch auf jemanden von uns zu, damit wir für dich beten können und dir die ersten Schritte auf dem Weg mit Jesus erklären können. Amen.